Ja, das ist schon ein bisschen laut. Hallo. Das war Metal-Server. Wir haben jetzt einen Metal-Hörsturz. Ja, definitiv. Das war speziell laut. Wir tun es im Post anpassen. Also, ihr habt jetzt keinen Hörsturz, weil der Ricky Produzent ist und weiss, wie man das macht. Und darum habt ihr jetzt das Intro in einer normalen Lautstärke gehört. Nicht so wie wir zwei. Voll. Tschüss. Viva. Zuerst mal Shoutout an Desperados. Yes. Das ist die einzige Flasche, die aus meinem Kühlschrank rausgeht und nicht kaputt geht. Mhm. Haben wir gut gemacht. Quality. Das ist geil. Virgin Desperado. Bruder, das schmeckt 1:1 wie Desperado. Das ist geil. Es ist Desperate Virgin. Oder gut. Desperate Virgins. Schickt mal Desperate Virgins dahin. Ah nein, warte schnell. Ich wollte nicht Prog-Metal-Fans haben. Was ist da los? Ciao. Was ist da? Also, ich mache so schnell mal das Intro, während der Ricky da unprofessionell mit seiner Band chattet. Ja. Ich habe Bilder von meinen Hunden bekommen, weil die heute mit der Freundin im Büro gegangen sind. Ja, zeig mal die Maps von deiner Freundin. Schau mal die Maps. Schau mal, so hat sie gesagt, etwas. Fucking Maps. Leck hat deine Freundin haarige Maps. Das ist jetzt für alle, die den Podcast nur mal hören und nicht sehen, nur mal halb so lustig. Voll. Ich glaube, so ziemlich jeder weiß, dass deine Freundin haarige Maps hat. Ich glaube, Leute kennen meine Mops. Deine Maps? Meine Maps. Ja. Ich hätte jetzt hier Lara und Nala gesagt. Ich meine, Folge Nummer 2 von Metal heisst Fette Maps. Wir sollten wieder mal einen Clickbait-Titel haben. Schaffen wir das heute? Ich weiß nicht, ich habe keine Idee mehr. Ich bin fertig. Wir schaffen es, irgendetwas werden wir schon sagen in diesem Podcast, wo man als Clickbait-Titel verwenden kann. Das ist Folge Nummer 31, ich habe keine Idee mehr. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Folge Nummer 31, es läuft auch nicht, wir sind nicht wirklich auf viele Konzerte von dem, wir wissen gar nicht, was wir reden. Also eigentlich ja, ich meine, seit der letzten Folge sind wir wirklich, ich bin ja kein Konzert gewesen. Ja, aber das ist gut, weil das heisst, jetzt können wir mal auf unsere Entertainer-Skills gehen. Jetzt können wir mal, das ist eine Folge, die nicht von unseren Storys lebt, sondern nur davon, dass wir unterhaltsam sind. Ja, das finde ich gut. Alle Leute, die den Podcast hören, so, okay, turn off. Genau, ja. Also, ich habe gerade etwas. Okay, genau, haben wir etwas überlegt. Und zwar, ihr hört ja den Podcast meistens auf Spotify, oder? Und wenn ihr jetzt im Zug hockst oder so und irgendwie zum Arbeiten fährst und den Podcast hörst, auf Spotify, und du machst nichts Gescheites, wie gerade auf Instagram rumdadeln, dann geh doch schnell deine 3 Lieblings-Local-Bands auf Spotify folgen. Ja, Mann, gute Idee. Das ist doch gut. Das könnten wir jetzt immer machen. Jedes Mal, wenn du morgen im Zug hockst und auf Spotify rumdadelst, kannst du doch einfach deine 3 Lieblingsbands auf Spotify folgen. Also nicht die 3 Lieblingsbands wieder entfolgen und wieder folgen, sondern dann vielleicht 3 neue Lieblingsbands. Voll. Das hilft mega. Und wenn deine Lieblingsband Bring Me The Horizon ist, dann mach es nicht dort, weil die haben schon genug Followers. Nein, gehst du in die Locals folgen. Nachher, wenn sie etwas release, siehst du es gerade auf Spotify. Das ist wirklich cool. Und dann siehst du auch deinen Release-Radar. Du kannst unterstützen. Und dann kannst du in einer Show stressen und sagen, hey, ich folge ihm übrigens auf Spotify. Und dann bist du dann auf einmal von einem Fan zu einem Superfan geworden. Und nachher kommen alle Romans und sagen, ja, aber das ist ja gar nicht so cool. Voll Scheider bei Besserem. Nein, von dem her hat irgendwann die letzte Folge von, die vorerst letzte Folge vom IMS Media Mayhem ist ja rausgekommen, was ein bisschen ausgegangen ist. Stimmt auch nicht. Dass sich viele ein bisschen klein machen. Und ich bin auch, ich habe mich selber recht gehört in dem. Also ich sage nie, wenn einer zu uns kommt, sage ich nie, dass unsere Show, wenn einer sagt, unsere Show ist geil gewesen, sage ich nie, dass unsere Show schlecht war oder dass wir nicht so gut gespielt haben. Das ist mit Timo sein Job. Das macht der Bassist von der Band. Ich sage dann einfach so, ja, ist geil, schön, hat es dir gefallen. Und ich finde Shows eben meistens bei mir ist auch gut, weil wenn ich einen Fehler mache, ist es mir wie gleich. Weil das ist schon gut. Ich bin kein guter Gitarrist. Ja, das ist also, wegen klein machen, gell? Nein, ich bin ein solider Gitarrist, aber ich bin weit entfernt davon, ein guter Gitarrist zu sein. Ich kann das Zeug, das ich selber schreibe, spielen, aber das Problem ist eben, das ist wie beim Snowboarden. Ich bin ein sehr guter Snowboarder, aber ich weiß natürlich, dass noch mega viel Luft nach oben ist, weil viele von meinen Snowboard-Homies sind Weltcup-Fahrer. Und ich vergleiche mich natürlich eher mit denen, wo ich immer am Snowboarden war früher und nicht mit meinen Kollegen, die lieber raufkommen, einen Kaffee saufen, 2-mal einen Lift fahren, dann das Gefühl haben, oh, jetzt brauche ich aber einen Kaffee Lutz und dann nochmal 2 Lift fahren und dann gehen zum Mittagessen und dann ein Bier trinken und dann nochmal ein Bier trinken und dann nochmal ein Bier trinken und dann nochmal ein Bier trinken und dann ist 4 Uhr am Nachmittag, sie fahren runter, steigen ins Auto und fahren besoffen heim. Darum, das ist vielleicht ein bisschen das. Mega viel. Darum habe ich das Gefühl, machen viele Bands sich vielleicht nicht klein, aber weil ich meine, unsere 2 Bands gibt es jetzt auch schon. Also wir spielen
by the way, am 25. Februar, unsere 10-jährige Jubiläumsshow. Versus gibt es dann 10 Jahre und dann 1 Monat live, aber der 1 Monat ist egal. Es ist wirklich eigentlich auf den Topf genau 10 Jahre. Das ist geil. Wenn man 10 Jahre jetzt mal nimmt, das sind 120 Monate. Das sind 120 Monate. Das heisst, es sind 121 Monate. Also wenn du das überlegst, das ist weniger als 1%, wo wir daneben sind. Ich habe es noch nie überlegt, 10 Jahre im Monat im Fall. Also 10 Jahre im Monat sind 120 Monate. Und wenn du überlegst, es ist 1 Monat, das heisst, es ist weniger als 1%, wo wir daneben sind. Weniger als 1% ist in den meisten Sachen ein Rundungsfehler. Von dem her, wir feiern unser 10-jährige Bühnenjubiläum dann. Kommen wir vorbei. Und eben darum, vielleicht, weil wir es einfach schon viele Bands gesehen haben, viele Sachen gesehen haben, hast du vielleicht immer das Gefühl so, wir hätten es besser machen können. Aber das Problem ist, du bist immer auf der Bühne und hast eine komplett andere du nimmst alles komplett anders wahr, wie die Leute, die besoffen im Publikum stehen. Ja, also... Sind wir ehrlich, es sind alle besoffen. Immer. Ja, ich glaube, also... Ausser bei einem Vegan Straight Edge Core Fest. Dort ist niemand besoffen. Ja, das stimmt. Aber wir sind auch unsere schlimmsten Gegner, habe ich das Gefühl. Ich meine, du bist immer sehr selbstkritisch. Das habe ich auch abgewöhnen. Nach dem Konzert einfach denken, das war scheiße gewesen, das habe ich schlecht gemacht. So wie... Und am Schluss habe ich niemand hat es gemerkt, alle haben gesagt, so, hey, ist ja gut tönt. Erstens das hat es niemand gehört. Zweitens, hat es niemand gehört. Zweitens, wenn es einer gehört hat, hat es ihn höchstwahrscheinlich nicht interessiert. Ja, voll. Weil, wenn du mal überlegst, wie viele Sachen du in einer halben Stunde falsch gemacht hast, das sind vielleicht, keine Ahnung, 5 bis 10 Sachen. Ja, voll. Wie viele Sachen hast du aber in einer halben Stunde Set gut gemacht? Den Rest vom Set hast du on time gespielt und das gespielt, was du musst spielen. Also von dem her, wenn du überlegst, die Sachen, die du falsch machst, sind so ein minimer Teil vom Ganzen. Hör auf, dich an dem aufzuhängen. Ja, ich meine, wenn ich überlege, wie viele Pinch Harmonics ich gefailt habe live im Fall, ich bekomme Depressionen im Fall. Mittlerweile haben wir auch fast bei jedem Song irgendwo einen Pinch Harmonic. Und dann spielst du den ganzen Song und so wie, den Song habe ich gut gespielt. Geil, es kommt der letzte Pinch Harmonic und wow. Und der Pinch Harmonic ist immer am Schluss. Es ist immer der letzte Ton. Das ist wie bei Dragging Down, Alter. Weißt du noch, wie oft wir die Scheiße haben aufnehmen, weil einfach so und dann ist er gestorben. Pinch Harmonics sind heavy. Also ich muss sagen, aber dafür... Weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn du Pinch Harmonic machst mit dem Whammy-Pedal gleichzeitig. Oh, das ist weil dann musst du 2 Sachen treffen. Ja gut, stimmt. Aber nein, aber zum Glück noch der Tim, weil der Tim tut sie immer treffen. Also ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen, nicht den Pinch Harmonic treffen. Von dem ich weiss immer, aber meine Scheiße tönt, mindestens tönt die andere Gitarre gut. Meinst du, der Tim ist das so hardcore die Heim? Ich bin immer wieder mal, irgendwann so all 1,5-2 Monate, wenn ich wieder mal die Gitarre in die Hand nehme und das Gefühl habe, ich lerne jetzt endlich mal Musiktheorie und ich lerne jetzt mal Gitarre spielen, laufe ich wieder in den Song Waking the Demon von Bullet for My Valentine rein, weil alle haben das Gefühl, der Song ist fucking einfach zum Spielen. Das habe ich auch gemeint, weil er ist ja nicht schwierig zum Spielen, bis ich herausgefunden habe, dass der Song fucking downpicked ist. Ah ja. Der ist nicht auf dem Plektrum, was eigentlich eine relativ langsame Bewegung ist, wenn du das Lied spielst. Das heisst, deine Hand macht etwa so. Aber das wird alles abgespielt. Das heisst, du hast den Ton nur mit dem Abschlag generieren und nicht mit dem Aufziehen. Das heisst, du musst mit deiner Hand doppelt so schnell sein wie das. Und das ist dann tiefig, Alter. Ja, das ist crazy. Aber also, der Tim, also unser Gitarrist von White, der ist mega diszipliniert und der ist tight als Gitarrist. Aber er geht auch ins Gym. Ja. Der schafft es. Und er spielt Hammer-Gitarre und Drums. Also brutal gut. Ja, das ist krass. Und er macht da gute Mixes, so wie du mir gerade vorher gezeigt hast. Ja, das ist im Mix wird auch besser. Ich finde es eben immer so, es gibt so einen Song von The Bronx, der heißt, ich glaube, er heißt Jack of All Trades. Master of None. So fühle ich mich im Fall. Ich habe so viel Zeit investiert. Hätte ich glaube, alle die Zeit, die ich in andere Sachen wie Gitarrespiele investiert hätte, in Gitarrespiele investiert, wäre ich jetzt ein gottverdammter, gotthafter Gitarrespieler. Aber nein, ich habe von 16 bis 25, 24 das Gefühl, ich muss noch Profi-Snowboarder werden. Aber willst du wirklich, Mountainbiken anfangen? Dass dein alles im Leben nur Gitarre wird? Das ist ein bisschen langweilig. Nein, eben, das ist schon recht. Nachher, wenn du mit Leuten redest, redest du nur über Gitarre. Jetzt sind wir bei jedem Schlagzeuger, Alter. Nein, also ich finde auch, also ich bin froh, dass ich Rhythmus spielen kann und ich muss nicht Solis spielen, weil das kann ich auch nicht. Hey, also ich kann ja Lieder spielen. Ich kann ja meine... Ich sage es jetzt im Podcast, dass ich mich selber unter Druck setze. Ja. Ich weiß nicht, ihr wisst das ganz sicher nicht, weil mein Instagram-Account mein privaten auf privat ist. Ja, den habe ich auf privat gestellt. Und seit ich den Podcast habe, komme ich immer so komische Anfragen über von Leuten, die unseren Podcast gehört haben und dann das Gefühl haben, sie müssen mir jetzt folgen. Und ich denke dann immer so,
habe ich dich schon mal gesehen im richtigen Leben? Ja, nein. Bringt mir die Connection etwas? Ja, nein. Ja. Meistens lasse ich es dann einfach bleiben, weil ich kann wirklich Social Media eigentlich, ich will das mega tief... Ja. Ich mache es schon so viel mit meiner Band und mit dem Podcast, dass ich Social Media eigentlich nicht wirklich zu viel nutze. Ich brauche es viel zu viel. Ich habe vorher gerade schon wieder, wo der Ricky etwas gemacht hat, 2-mal Instagram aufgemacht. Es hat mir angezeigt, du hast alles gesehen. Ich folge nämlich wirklich nur Leute, die ich persönlich kenne. Und Swiss Snowboard und Swiss Freeski. Ja. Nein, ich folge immer noch mega viele Leute, die ich nicht kenne. Und das Ding ist eben, ich folge nur denen und dann ist mein Feed vorher langweilig. Ich sehe wirklich fast nichts da drin. Es ist so, ich habe den durch. Ich finde auch, mir ist eigentlich auch egal, der Feed. Ich habe Instagram eigentlich wirklich höchstens so mit Leuten im Touch bleiben, wo ich eine Handynummer habe oder so. Ja, nein, keine Ahnung. Also ich kann auch und Leute... Wo habe ich jetzt hinwählen mit dem? Genau, ich kann... Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, dass ich so ein bisschen, obwohl ich nicht so aussehe, sehr auf düstere Melodic Depressive Black Metal stehe. Und darum habe ich mal früher, ich habe einen Song von Casper gehört und der Lea, der heißt Schwarz. Und der hat so einen Lead-Synthi-Gitarre drin gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, sorry, das ist ein Black Metal. Der Song ist ein Black Metal-Song, der nicht als Black Metal-Song rausgekommen ist, sondern als Pop-Song. Dann habe ich den als Black Metal-Version aufgenommen. Ja. Released und ich finde es gut. Wo ist der? Der ist auf meinem privaten... Ist auf YouTube, kannst du ihn finden. Alright. Auf YouTube, ich zeige dir ihn. Willst du ihn nachher hören? Kannst du nachher sagen, wie es auf YouTube kannst suchen? Du gehst auf YouTube, warte, ich muss schon selber schauen. Du gehst einfach auf YouTube. youtube.com und dann gehst du in Schwarz Black Metal. Und dann kommt nichts, also musst du eingeben Schwarz Casper Black Metal. Und dann kommt das Video mal. Lea X Casper Schwarz Post Black Metal Cover. Sogar mit dem Video? Sogar mit einem Video habe ich gemacht. Und ich finde es wirklich gut. Das Problem ist jetzt einfach, ich kann... 288 Views. Ohne, dass ich Werbung gemacht habe dafür. Und ein Dude, musst du mal schauen, ein Kommentar ist richtig sick. Ist einfach ein Dude, Junge, was bist du denn für ein seidiger Typ? Geiles Cover, richtig gut, dass du alle Instrumente spielst. Drums. Und ich so, kauf mal, glaube ich. Was habe ich geschrieben? Ja, für Drums habe ich momentan keinen Platz. Mittlerweile hätte ich Platz, aber ich habe trotzdem keine Drums. Es ist nicht spät im Fall. Ich wollte mir das E-Drum-Set kaufen. Falls du Schlagzeuger bist und das E-Drum-Kit für günstig zu vergeben hast, schreib im Metal Server Podcast. Dann kannst du dort schauen und wir können ja den Link eigentlich mal posten. Ich kann es noch posten in Spotify. Und ich bin jetzt eben, letztes Jahr habe ich wieder mal das Gefühl gehabt, wo sich Lebensumstände geändert haben bei mir, habe ich das Gefühl gehabt, alright, ich habe jetzt dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. Tun wir doch mal ein Projekt, weil ich habe Ricky mal versprochen, dass ich mit ihm mal noch eine Rap-Hip-Hop-EP mache. Ja, irgendwann. Aber das machen wir jetzt und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, machen wir jetzt mal ein Black Metal-Projekt fertig. Ich wollte eigentlich mal ein Black Metal-EP machen. Und ich bin immer noch eher für Rap, aber okay. Ja, das ist so, aber ich habe gerade mehr Motivation dafür, Pop-Songs als Black Metal-Songs zu machen. Und darum habe ich jetzt, vielleicht jetzt noch so eine Mini-EP, I don't know. Auf jeden Fall, ich zeige das jetzt im Podcast, dass ich endlich mal accountable gehalten werden für meine eigenen Dings, weil ich so viel... Wie lange ist das Hip-Hop-Projekt schon City Versus am Start von uns? Seit wir Monster aufgenommen, das ist 2020. Und es ist noch nicht gekommen. Stimmt, ja. Aber das liegt auch daran, weil ich einfach zu faul bin zum Beats machen. Ich habe mir auch einen Synthi gekauft zum Beats machen, aber nein. Und darum habe ich jetzt mal hören. Ich habe Heal and Ardor gehört. Also nein, jetzt das Ding war, ich habe jetzt angefangen, einen Tokyo Hotel Song als Black Metal Song zu machen. Durch den Monsun. Ich habe das Instrumental gemacht, das Instrumental ist fertig. Ich habe es ja schon Ricky geschickt. Und das Problem ist, er hat dann gesagt, also das Problem ist es nicht, aber er hat gesagt, nimm mal Compression beim Drum weg. Dann habe ich Compression beim Drum weg, weil ich es programmiert habe. Und jetzt tönt es so scheiße gut, dass der Casper-Song, den ich gemacht habe, einfach scheiße tönt und ich jetzt mal neu aufnehmen muss. Du heisst auf YouTube Apfelmist Nutte. Ja. Schön. Genau, das ist so mein YouTube-Account, den ich seit etwa 12 Jahren habe. Da habe ich sonst noch funny Videos drauf. Was hast du alles drauf? Können wir sonst mal noch drauf eingehen. Ich habe Twerk, Core. Beartooth censored, but someone did just censor him. Das ist der Song No one's ever gonna censor me. Und einfach jedes Mal, wenn er Censor sagt oder irgendwie Fuck oder irgendetwas, macht es so dann gibt es sonst etwas. Und die funnieste habe ich leider nicht mehr drauf, weil die sind Copyright gestrikt worden. Das ist heutzutage kannst du nicht mehr machen. Vom Song Break Free von 100th.
Das ist, der heißt Break Free und er fängt an. 100 ist auch eine Band, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ja, weil sie machen jetzt auch nicht mehr Hardcore, sondern sie machen jetzt irgendwie so Pop, Indie, Post-Rock. Es ist komisch, alright. Melodic. Es ist geil, aber es ist halt eben kein Hardcore mehr. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann dort, wie es fängt an mit dem Wort I want to break free. Genau das gleiche wie der Queen-Song, Break Free. Und dann habe ich dort so einen Zusammenschnitt gemacht von ihrem Video, wo sie anfangen zu spielen und dann und dann schreit er einfach drin I just wanna break free from the misery. Aber anstatt dass das kommt, kommt dann nach dem Hardcore-Aufbau der Freddie Mercury I want to break free. Und das ist fucking funny. Und das habe ich 4-mal gemacht, glaube ich, mit jeder Variante. Also einmal einfach nur das Video von Queen mit dem HC-Lied, weil es ist ja gleich schnell. Ja, einmal nur das Video von Queen mit dem HC-Song, einmal der HC-Video mit dem Queen-Song und einmal dann eben der Queen-Anfang, wo der Freddie Mercury singt I want to break free from my misery. Und umgekehrt, das ist fucking funny, aber das ist leider nicht mehr öffentlich. Du bist schon ein Editing-Talent vor wie viel ist es? 6 Jahre? Homeboy, wenn du meinen YouTube-Kanal wirst finden, wo meine Schwester ausgegraben hat, die hat der Michelle einfach mal aus dem Nichts ein Video geschickt, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass es existiert. Alright. Das ist mittlerweile wahrscheinlich über 20 Jahre alt. Alright, shit, 20. Ich habe mit so 14 haben wir hobbymäßig YouTube-Videos gemacht, weil das ist ja gerade das Ding dort. Dort ist ja Harry Potter. Mein erstes Video ist ein SLA Dying Cover, das ich mit einem Silent Circus T-Shirt mache. Geil. Warte, das ist vor 12 Jahren oder so. Warte, schau, mal schauen, das ist irgendwo da. Ja, geil. 11 Jahre her. Fucking hell. Mit Silent Circus T-Shirt, Alter. Also ich bin schon okay ein Gitarrist, weil ich kann so SLA Dying Songs, wenn ich sie wirklich lernen kann, wie sie spielen. Ja, locker, Alter. Aber und eben, das ist geil gewesen. Wir haben also eigentlich bin ich schon seit ich seit ich 14 bin. Also nein, viel früher schon. Seit ich in der Sek bin ich am Content produzieren gewesen. Das hat zwar niemand interessiert. So, das ist jetzt das Erste, was die Leute effektiv interessiert. Aber man merkt, also du machst ja die Versus Vlogs ja recht gut. Ja gut, ja, die habe ich jetzt, mache jetzt aber auch schon ein Zeitchen. Ja, jetzt, aber ich habe herausgefunden, ich weiss immer noch nicht, ob es besser kommt, ein Reels zu machen oder ein Video. Ich habe heute mal Statistik, ich habe auf den Joel und den Roman gelassen, ich habe die Statistiken durchgeschaut. Und Reels werden weniger Content angezeigt. Ich habe die ersten paar Jahre als Video gemacht, weil ich sie länger gemacht habe. Du musst die mal alle in TikTok reinhauen. 100%. Ach, das ist scheiße. Weil der Discovery-Algorithmus ist schon krass. TikTok. Ich meine, beim Comaniac Video haben wir noch 2700 Views oder so. Mal im Februar. Und eben darum mache ich jetzt das Wochenende habe ich keine Zeit, weil ich Lags Open gegangen. Nächstes Wochenende gehe ich auf Prag als Simple Plan Konzert. Ja. Auch keine Zeit. Das heisst, wahrscheinlich werde ich ab dem Februar dann Black Metal Vocals für Tokyo Hotel machen. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, er würde das gerne hören, dann können wir, der Ricky und ich, uns überlegen, ob wir es auf dem Metal Server Account klatschen, damit es ein bisschen öffentlich ist. Ja, auf YouTube. Oder das ist Real auf Ding, damit es ein bisschen öffentlicher ist. Und nicht einfach, weil mit meinem privaten Scheiß-YouTube-Account, wo ich das nicht unbedingt machen will. Ja, erstens interessiert es nicht niemand. Zweitens. Sonst kannst du jetzt Apfelmistnutten auf YouTube folgen. Gell? Das ist wirklich so. Einfach nur, dass ich einen YouTube-Account habe, dass ich kann. Den habe ich, glaube ich, gemacht, dass ich dazu mal Videos schauen ab 18. Ich kann auch in YouTube so Ice Cover jeder Jahr mal reingefetzt. Also. Ein Video auf meinem alten Kanal 27'000 Aufrufe gehabt. Das war damals aber brutal viel gewesen. Und dann das nächste wieder gar nicht mehr. Weil das ist, glaube ich, irgendwie einfach dann einmal dort, wo die Außenseiter noch gross waren. Das weißt du nicht. Das war bevor du in die Schweiz gekommen bist, probably. Nein, der grösste Video, das ich je in YouTube gemacht habe, hat 7000 Views bekommen. Und es ist, wo ich zu Sorry to Prevail reacte mit meinem Kaninchen. Ah, geil. Ich habe gerade eine Idee, ich müsste mal schauen. Ich glaube, das grösste Video, das ich gemacht habe. Safer Last Breath sogar? Müsste wahrscheinlich bei Safer Last Breath. Safer Last Breath irgendwo mal anziehen. Du weißt, wie wir das nennen. Also, die haben die Live-Videos sicher rausgelöscht. Die haben es sicher. Fix. Die haben doch, da! Nein, den Carry Me Home Clip habe ich nicht gemacht, den habe ich nur gefilmt. Aha, okay. Kuba Tour ist auch nicht mehr rum. Ist nicht mehr rum? Die ist, glaube ich, nur auf Facebook. Jungs, wo ist das Musikvideo von Kuba? Das müsst ihr von eurem fucking Kanal drauf haben. Ich weiss, das ist nicht. Es ist History, Brudi. Ja, das ist vor allem, wir haben eine Kuba-Tour gemacht. Weißt du, wie wenig Bands haben eine Kuba-Tour gemacht? Hättet ihr mal zurückgeschrieben? Ja, sie haben keine Zeit heute. Ah. Habe ich doch gesagt? Nein. Schade. Anyway. Ja, das ist es. Ich mache jetzt drum. Und dann, jetzt, um den Bogen wieder fertig zu spannen. Ja. Black Metal. Spannend wie ein Seilbahn.
gespannt wie eine Seilbahn, wie der Brian will sagen. Nein, habe ich Seal and Ardor gelost. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso eine Rap-EP machen? Wenn wir schon den Janus Christus haben. Weil Oldschool-Rap gibt es schon genug. Und da muss ich jetzt nicht noch Oldschool-Rap machen. Wieso? Weil welche Musik ist die irgendwie entdeckt wird? Welche Musik ist die gefeiert wird? Welche Musik ist die polarisiert? Du musst so Black Cat Bill Rap machen. Musik, die es noch nicht gibt. Musik, wo die Hälfte der Leute auf dem Planet, die das Genre hört, dich abstechen dafür. Und welches Genre ist besser zum abgestochen werden wie Black Metal? Und darum habe ich mir überlegt, Alter, ich mache doch einfach eine Black Metal Rap EP. Alright. Ja, in dem Fall. Und das ist etwas, was ich mir jetzt mal noch kurz überlegen muss, wie ich das strukturiere. Aber das habe ich das Gefühl, das ist eine geile Idee. Ich meine, ich glaube, ich habe noch nie einen besseren Sales-Pitch gehört als der einfach. Ja, wirklich, weil eben, wenn du überlegst, welche Musik, welche Bands sind jetzt heutzutage riesig? Bring Me The Horizon. Was haben die gemacht? Deathcore, wo noch keiner Deathcore gemacht hat. Ich persönlich habe Bring Me The Horizon scheiße gefunden. Ich habe es gehasst. Und jetzt mittlerweile habe ich mehr Appreciation für Dings, aber ihre ersten Alben finde ich immer noch dreckig. Gut, obwohl, also du hörst schon, gut, nicht richtig, aber die ganzen Black Metal Vibes in so Dark Trap, ja, das schon, Suicide Boys. Ja, das schon. So, oder wie heißt der Typ, der mega groß war? Der mit Ghostman. Ja. Ghostman. Oh, der ist schon lange nicht mehr Ghostman. Ja, aber das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Das ist das mittlerweile vermischen. Die Kids heutzutage hören eigentlich härtere Musik als wir. Also heutzutage Ghostman ist auch vor 4 Jahren gewesen. Ja, fucking hell. Ja, aber eben, ich meine, das Zeug, die hören eigentlich härtere Musik wie wir. Aber sie ist nicht mit Instrument gemacht, sondern halt mit Synthes. Aber es ist literally das Gleiche. Ja, irgendwie sind die Jugend von heute hat sich so langsam von den Instrumenten einfach weggezogen. Und ich habe das Gefühl, das kommt jetzt langsam zurück. Ja. Oder? Also ich hoffe es mal, weil ich wollte mal neue Bands sehen, Mann. Ich meine, wann ist das mal... Es gibt 100, das haben wir doch schon mal gesagt, es gibt 100 pro neue Bands. Wir wissen jetzt einfach nicht, weil wir 30 sind jetzt dann. Eben, und die neuen Bands 20. Schreibt das mal. Schreibt den alten Bands, wenn das Konzert spielen. Wir wissen, 100%. Wie man Konzerte organisiert. Und zwar so, dass man andere Bands organisieren lässt. Ey, yo! Oh. Nein. Und dann müssen wir uns nicht zwischen uns diskutieren, wer Opener wird. Dann nehmen wir einfach die jüngere Band. Ja, was einfach auch blöd ist, weil die jüngeren Bands besser, also wahrscheinlich erfolgreicher sind wie wir. Ja, 100%. Gut, also Eversis hat auch absolut kein Ego. Wenn ihr uns fragt, ob wir Opener sind für euch, sind wir ziemlich sicher Opener für euch. Ja, nein, wir sind mittlerweile schon Divas geworden. Ja, ihr seid schon gottverdammte Divas. Also. Vielleicht spielen Whiteout und Eversis mal noch einen Gig das Jahr, aber das Ding ist, wir müssen da zuerst noch Vertrag, unsere Anwälte miteinander kämpfen lassen. Wir spielen jetzt fix mal im Februar es Gig zusammen. Ja, aber vielleicht... Ja, das machen wir ja. Aber dort sind unsere Anwälte aber auch mit Mainland am Fungieren gewesen, nicht untereinander. Wir müssen unsere Anwälte vielleicht noch mal aufeinander hetzen direkt. Alright. Ja, dann gut. Leute ist mal dem Herr Wolowitz an. Herr Wolowitz, und wir leiten dann dafür dem Herr Kaufmann. Euer Anwalt heisst Kaufmann, unser Anwalt heisst Wolowitz. Alright. Also. Wo ich hin will. Genau, weil eben, oder Dings. Falling in Reverse wird auch gepusht, aber der sich also es gibt ja niemand außer der Machine Gun Kelly in der Metal- und Rock-Szene, der mehr gehasst wird. Ja, schon. Als der Ronny Radke. Ja, kann ich. Also, und darum habe ich das Gefühl, warum ist das okay worden? Ich weiß auch nicht. Wegen seiner Musik, wegen seinem Charakter. Aha. Weil er hat ja früher bei Escape the Fate gespielt und Escape the Fate ist ja auch gehatet worden von allen. Oh, Blackfield Brides sind auch gehatet worden. Aber die sind jetzt riesig, die sind gross. Ja. Nein, ich weiss, es gibt so Videos von so Metal Hammer Awards, wo sie mal gewonnen haben und sie einfach von der Stage sind sie geboot worden. Ja, aber sorry, Blackfield Brides sind so gute Musiker, so gute Lieder, die schreiben auch gute Songs. Die schreiben, sind nicht nur gute, es gibt nämlich auch viele Bands, die davon leben, dass sie gute Musiker sind, aber keine guten Songs schreiben. Chant-Band. Jede einzelne Prog-Band. sorry. Ich meine, du könntest Chant-Songs mit AI schreiben lassen. Auch so, hey, gib mir noch einen Drum-Pattern und du musst nachher sagen, welcher Rhythmus es jetzt sein. Ja, und dann... Nachher machst du es einfach im Binär-Code. Und nachher sagst du, write me a riff that sounds like Tosin Abassi. Und dann hast du... Oh, es wäre hure geil, wenn du würdest einfach eine Lyric schreiben im Binär. Und nachher würdest du den Binär als Tab nehmen und nachher würdest du so eine Message übermitteln. Einfach mit der Musik als Chant. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Egli nicht mehr braucht, weil hast du all die Songs gehört, die mit AI-Hilfe geschrieben worden sind?
AI-Hilfe? Nein. Hast du den Plankton-Song den Plankton noch nicht gehört? Ja. Oder habe ich den Linkin Park-Song nicht geschickt? Ich habe das schon mal geschickt, Irgendein Dude hat Linkin Park-Songs geschrieben mit AI zusammen. Also quasi so die Akkordfolge und alles mit AI rausgeschrieben. Dann die Instrumente so eingespielt. Dann AI seine Stimme so abgeändert, dass sie tönt wie Chester Bennington und der Mike Shinoda. Ja. Bruder, es tönt wie ein Linkin Park. Ich meine, also du kannst auch ziemlich nützlich AI nutzen, wenn zum Beispiel, sagen wir, du bist nicht so gut im Englisch, oder? Aber du hast einen coolen Text auf Schweizerdeutsch geschrieben, dann tust du es in Bard oder ChatGPT reinschreiben, auf Schweizerdeutsch, sagst, hey, kannst du mir das bitte auf Englisch umwandeln und es wird ein bisschen rhymen sodass du den kannst in einem Song brauchen. Und schon so kannst du das Hilfsmittel brauchen. Und dann brauchst du aber noch jemanden, der Englisch reden kann und das Ganze nochmal drüber geht, weil so gut ist AI noch nicht. Ja, aber du, das ist ja ein anderes Thema. Eben, und darum habe ich gedacht, Black Metal Rap könnte etwas sein, wo vielleicht ein bisschen Leute vielleicht, also ich bin mir sicher, es wird nicht gross, aber es könnte sein, dass es 1-2 Leute vielleicht mehr interessiert und man mal könnte um Grenichen als Deadliner spielen. Du, ich meine, Leonardo hat als 4chan oder Reddit Idee angefangen. Eben darum habe ich die Idee gehabt, weil ich habe Leonardo gelesen und dachte, okay, ja. Du hast eben im Podcast vor... Genau. Und dann wie heißt der nochmal? Craig Reynolds. Craig Reynolds. Craig Reynolds, der Drummer. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, ja, das könnten wir mal probieren. Ja, voll. Also ich meine, du verlierst nichts. Ja, außer vielleicht das Leben, wenn irgendwie ein Varg-Fan das hört, aber... Gibt es noch Varg? Keine Ahnung, aber ich habe letztes Mal einen mit einem Varg-Pulli gesehen. Der Varg Wilkernes. Ja, du bist doch auch dabei gewesen. Du bist doch auch dabei gewesen. Nein, du bist nicht dabei gewesen. Am Dings. Ich habe irgendwie an Guar gedacht, nicht an Varg. Nein. Alright. An Dings. Es gibt auch eine Band, die Varg heisst. Oder? Ja, eben die meine ich. Aha, ich habe an Varg Wilkernes gedacht, meinst du? Ja, ist das seine Band? Dem seine Band. Fuck, alright. Ich habe gemeint, er ist in einem Knast. Wahrscheinlich. Ja, logisch ist er im Knast, Bruder. Er ist ein Black Metal Dude. Weil ich weiss noch, der ist mal in den Knast gegangen und hat keine Instrumente gehabt und hat einfach mit Synthes so weird Shit angefangen zu schreiben. Ja, da, Varg, das ist Dings. Eben, am Dings, am Amity Affliction. Nein, aber Varg ist das seine... Aber dann ist der schon draußen, oder wie? Bin ich dumm? Warte, ist eine German Metal Band? Nein, das ja, eben Varg, Varg ist, ja, sorry Bruder, genau. Varg ist eine deutsche Metal-Band. Es ist nicht von Varg Wilkernes. Und genau. Ist der schau mal, der Varg Wilkernes ist noch im Knast oder nicht? Nein, der ist sicher... Schau mal, der ist 50er jetzt. Der ist immer noch... Sag mal. Ja, keine Ahnung. Scheiß Black Metal, scheiß Nazis, Alter. Das ist der einzige Scheiß an Black Metal. Du musst erst mal herausfinden, ob das, was los ist, jetzt Nazi ist oder nicht. Wickerness in Prison 2008, alright? Ja. Mit einem Boonie-Hat vom Militär. Voll, ja. Bis wann ist er noch? Black Metal ist so cringe, man. Jesus Christ. Ja, fucking hell. Obwohl ich muss sagen... Aber Black Metal ist wenigstens real, die zündet wenigstens Killen an. Ich muss sagen, Atmospheric, Ambient, Black Metal ist... Er ist nicht mehr in Prison. Der Varg ist von Burzum, genau. Eben, der ist seine Bandkollege dort, oder was auch immer. Alright. Ja. Das sind aber alles verdammte Nazis. Ja. Die Hurensöhne, Alter. Mann. Alright. Ja. Das hat sie eben auch gesagt, der Dings, der Craig Reynolds und fuck, wie heißt der? Der Gagno. Ja. Manuel Gagno, glaube ich. Ja. Keine Ahnung, hat er gesagt, das ist immer so ein bisschen blöd, jetzt muss ich finden, ob die Band, die du jetzt hörst, gerade ob das nicht machen. Aber ja. Darum, Harakiri for the Sky sind keine Nazis. Die kann man hören. Ja, voll. Ich meine, in der Schweiz haben wir... Vielleicht sind es auch Nazis, aber sie sind nicht öffentlich und das ist genug gut. Also in letzter Zeit höre ich mehr gerne so Kanbar zum Beispiel oder Sauer und so Ambient. Ich gerne Atmosphäre, ob das Nazis sind. Wie heißt es? Nein, die sind nicht. Die machen so keltisch Dingsbums. Recht geil. Die AfD macht anscheinend auch Politik. Ja, schimmer. Okay, das hat nichts miteinander zu tun. Ja. Gar nichts hat das miteinander zu tun. Aber ja, so beim Recap, also wir haben wirklich kein Konzept, so ich glaube. Doch. Du schon? Ja, eins. Und zwar so ein halbes. Ja, ich bin am Samstag bin ich mit dem Mike go Ramen essen und dann sind wir nachher... Ich bin alleine nachher im Güterschuppen auf Wollishofen und habe dort eine Band gesehen und dann habe ich den Scheisser bekommen und heim müssen. Ja. Wie heisst die Band? Ja, es war so eine Punk-Abend. Und Ding hat gespielt. Shit, wie heisst sie jetzt?
Also ich habe nur Rotz gesehen. Rotz? Ja, die haben früher die Sea-Niles geheißen, aber ihr Sänger ist gegangen, darum heißt es jetzt Rest of the Sea-Niles. Rotz, oder? Teenage Kings habe ich so ein bisschen gesehen. Teenage Kings? Hucke voll. Ah nein, Hucke voll habe ich gesehen, Teenage Kings habe ich aber nicht gesehen. Und dann, wer ist noch dort gewesen? Schon eine junge Band. Es hat plötzlich mega viele Kinder dort gehabt. Es gibt junge Bands wieder. Ja, Alter, die haben alle ausgesehen wie Punks aus den 80ern. Geil. So eine Horde 18-Jährige, gut knapp 20-Jährige, die haben alle ausgesehen wie Punks aus den 80ern. Ich kann nicht mehr können. Das ist cool, es ist zyklisch. Ja, wirklich, brutal. Hammer. Wahrscheinlich suche ich das gerade schnell raus. gdudel.ch Ja, nein, das ist wirklich, das sind so 18, so knapp gut, ich weiß auch nicht so, ich bin alt, ich weiß doch nicht mehr, wie 20-Jährige aussehen. Auch nicht. Amaze Dispute sind Amaze das Dispute, alright. Das sind eine junge Punkband. Wir werden mal reinhören, Alter. Schon wieder mal junge Musik zu Sie haben vor allem ausgesehen wie so weißt du, nicht so Punkbands wie Matchbox Whispers und Must Be Wrong, sondern so Irokesenhaar. Interessant. Doc Martens tragende Bierbüchse am Kopf zerhauen, die Punkbands. Also so Skate-Punk, mehr Political Punk. Ja, also Political Punk ist es auch nicht. Das ist einfach, ich sauf mich unter dem... Also ich bin gegen den Staat, aber habe mit dem Alkoholkonsum schon so viel... So Narkopunk. Schon so viel Straßen bauen wegen der Alkoholsteuer, dass... Ja, nein. Alright. Ja. Ja, nein, ich habe wirklich in den letzten 2 Wochen eigentlich weniger Konzerte besucht. Das ist so ein bisschen Januarloch. Also dafür sind wir ja... am Songwriter gesehen mit der Band, also wir sind mal ein paar Sachen am fertig machen. Also nächsten Monat gibt es dann etwas zum Hören. Bin ich sehr gespannt. Haben wir jetzt schon das Datum? Müssen wir jetzt schauen, dass wir nicht am gleichen releasen? Sicher vor dem Konzert, das wir spielen. Ja gut, dann releasen wir es am gleichen Tag. Ich sehe es kommen. Das ist dann gut. Nein, aber eben, dann spielen wir ja mit Siamese. Und mit Eversis und Whiteout. Das wird lustig. Das wird total funny, Alter. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe mal mit dem Mike geschrieben und ich so, Siamese wird sich nachher auflösen. Wie soll ich so sagen? Wir haben alles gesehen, fuck it, das machen wir nicht mehr, kein Bock mehr. Tim schreit um, wir zwei machen alle fertig, machen alle Kirre mit unserem Podcast. Der Mike ist generell insane und Siamese wird so dort stehen, so what the fuck is going on? Ja, Timo und Domi machen Shisha-Bar auf im Backstage. Geil. Oh, geil, perfekt. Das haben sie schon lange nicht mehr gemacht. Alright. Ich glaube, ihre Shisha, entweder ist ihre Shisha kaputt oder sie haben sich wirklich entschieden, gesünder zu sein. Machen wir wirklich so Mayhem im Backstage, das wird lustig. Also, sorry, jetzt mal, wenn Whiteout und Eversis irgendwo zusammenspielen, gibt es Mayhem im Backstage. Ja. Nein, das ist geil. Jetzt verstehe ich, warum du mir gesagt hast, es gibt sicher 2 getrennte Backstage. Hat er das gesagt? Ich glaube, also bin ich dumm? Ich weiß es nicht. Du bist ja gar nicht dort gewesen. Oder ist irgendwo gestanden? Nein. Keine Ahnung. Egal, also habe ich einfach mal so Scheiß gesagt. Aha, vielleicht. Also du hast es einfach eingeredet. Also es hat nur ein Backstage im Exil. Ich weiss nicht mehr, wo ich Es hat so mehrere Räume, aber es ist ein Backstage. Ja, dann sind wir einfach alle gesperrt, einfach nur zum WC vom Backstage und das ist unser Bereich. Es hat ja kein WC im Backstage, du bist immer aus dem richtigen WC. Geil, alright, in dem Fall. Also es hat eins. Okay. Es hat eins also ich freu mich mega. Ja, ich glaube, das wird fucking geil. Ja, es ist Sonntag, 25. Exil. Oh, ich muss ein Werbevideo von mir raushauen. Wir müssen noch ein Werbevideo machen. Gemeinsam wieder. Ich habe gemerkt, ich habe am Freitag mit der Versus Probe gehabt und ich habe wieder ein Video gemacht, Road to Nowhere, Episode 17. Und ich habe gemerkt, dass ich anscheinend ein bisschen angestellte Aggressionen hatte aus dem Büro. Weil... ja, geht selber schauen. Ich bin ein bisschen, wie nennst du das? Agro? Nein, nicht aggressiv gewesen, aber so ein bisschen... Wie heisst das auf Englisch? Ja, so ein bisschen nein, warte schnell. Aggravated ist das Wort, das ich suche auf Englisch. Aggravated? Bist du ein bisschen nein, aufgeregt. Nein. Ja, ist eigentlich egal. Ein bisschen gestresst bist du. Nein, einfach ein bisschen so ein bisschen irgendwas mit AX. Acts of Aggression ist ein Samstag Jawohl! Safe Last Breath, Shadow Descent, Drill und Illusionist. In Flown. Ich muss mich noch beim Rümpelturm entschuldigen. Es heisst Rümpelturm, nicht Rümpelturm. Ah, okay. David von Dave von Safe Last Breath hat mich korrigiert mit dem Wort. Es heisst Rümpelturm, als ob die Huren Hippies könnten mehrstöckig bauen.
Habe ich funny gefunden. Ja. Ich weiß nicht. Kannst du uns was sagen? Ja, ich weiß nicht, was vorgefallen ist dort, dass das Konzert verschoben werden musste, aber dass der Dave das sagt, heisst, dass es wahrscheinlich nicht von den Bands ausgekommen ist. Ja. Dann vielleicht reingelassen und gefunden, so, oh nein, zu heavy. Okay, ich weiß es schon, ich sage es dann nachher. Alright. Da bin ich sehr gespannt. Aber es ist nicht für On-Air. Alright, Off-Air-Content. Findest du vielleicht mal im Patreon? OnlyFans, Bruder. Wir sollten so Zeug müsste auf OnlyFans gehen. Ja, aber dafür haben wir Patreon. Kann das abchecken. Und Tim schicken wir ständig so Privatnachrichten mit so, hey, die Band hassen wir im Fall. Die haben das letzte geschrieben. Cheers. Die haben das letzte so geschrieben, das Gefühl, dass ich bei uns im Podcast komme. Dann haben wir ihnen gesagt, hey, sorry, ja, ist gut, wir haben euch die Liste aufgenommen, aber wir machen eben nicht wirklich Podcast auf Anfrage. Ausser du bist halt Breakdown of Sanity. Ja, also wir machen wirklich nicht Podcast auf Anfrage, außer Breakdown of Sanity. Das ist mal. Ja, aber bei Breakdown of Sanity bin ich nur schon happy gewesen, dass ich die erste Konfrontation überlebt habe von dem her. Mhm. Ja, und es ist interessant, weil, also wenn wir schon über das Thema reden. Also halt, das tönt so, als ob sie mega hässige Leute wären. Nein, also der Oli und der Carlo von Breakdown of Sanity, die wir dann kennenlernen, sind die liebsten Scheiben ever. Ja, es ist halt einfach, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihnen geredet habe, immer du bist ein Hater gewesen, du bist ein fucking Breakdown of Sanity Hater. Nein, ich bin nicht ein Hater gewesen. Ich habe immer gesagt, ich respektiere die Band. Geh mal die erste Folge von uns hören. Ich bin nie am Haten. Doch. Nein, ich habe nur gesagt, ich verstehe den Hype rundum nicht. Eben, du bist das ist nicht Hate. Hate wäre, ich finde Breakdown of Sanity scheiße, weil ihre Musik kackt. Ja super, jetzt schneidet das wieder irgendeiner zusammen. Das wäre Hate. Ich habe nur gesagt, ich habe sie nämlich schon öfters live gesehen und ich habe es live, ich habe es wirklich, also sie sind live brutal gut gewesen. Ich freue mich Nico hat jetzt sogar eine Playlist gemacht zum Breakdown of Sanity. Eben, aber dann habe ich die gelost, die Playlist. Dann habe ich die Playlist gelost von Nico und ich muss sagen, ich hätte die effektiv einfach schon mal nicht erst mit über 28 müssen anfangen, mal vielleicht wieder etwas eine zweite Chance geben. Ja, schon ein bisschen spät, ja. Ja. Aber ich meine, ich habe erst mit 29 Cyrano Ardor richtig kennengelernt. Cyrano Ardor habe ich auch das ist genau das Gleiche. Das habe ich etwa 8 Mal angefangen zu hören und ich habe nie den Input gefunden. Und dann habe ich den Podcast gehört von ihnen, von diesen zwei, wo der Downbeat Podcast. Der Blastbeat Podcast. Der Blastbeat Podcast. Der Downbeat Podcast. Und dann habe ich irgendwie mal das Gefühl, okay, vielleicht muss ich mir das doch mal geben. Und dann habe ich es mir gegeben und dann habe ich es geil gefunden. Voll. Also wir versuchen da auch so à la der Blastbeat Podcast. Der Downbeat. So Downbeat Podcast machen, einfach mit weniger Muskeln und weniger gut aussehenden Leuten. Ja, wobei mit weniger Muskeln, wenn du weiter da gehst, bouldern wie Sau und ich das Gym hitte, dann... fix. Ich sehe schon, ich habe vorher gerade das Gefühl... Nachher sind wir die Swole Bros, Alter. Ich habe sowieso vorher schon das Gefühl gehabt, ich sehe aus wie der Tim Lambesis, bevor er angefangen hat, seine Frauen zu verprügeln, Alter. Hast du schon mal ein altes Foto von SLA Dying gesehen? Ja, du siehst 1:1 so aus im Fall. Ich habe die gleiche Frisur, ich habe die gleiche Lauchstatur. Mhm, ja. Das ist wirklich crazy, wenn du da gehst, SLA Dying googlen. Sorry, bevor der Bruder ins Gym ist, hat der ausgesehen wie ich jetzt. Er hat ein bisschen mehr Tattoos gehabt. Weißt du, was ich muss machen? Ich habe mir überlegt, Skinny Jeans, lange Haare. Wir müssen mal während dem Podcast mal auch den Screen aufnehmen, weil nachher will ich gerade zeigen, à la Jamie und Joe Rogan, einfach was für ein Scheiß am Google sind. Ja Bruder, aber wenn wir jetzt einen Screen würden aufnehmen, könnten wir das Zeug nicht releasen, weil der hohe Midget-Porn, der durch nicht weggelaufen. Den kann ich wegschneiden. Fair. Ja. Nein, aber was sind wir gesehen? Voll, gegen den Siamese, 25. Februar, hast du gehört? Aber dort sind wir gesehen, ja? Nein, ich weiß nicht. Ja, ich habe nachher ein Public Announcement, das ich muss machen muss. Liebe Bands, liebe Künstler, liebe Singer-Songwriters, vergesst nicht, euch für Granich anmelden und für das Greenfield Band Contest. Jawohl. Weil ich habe jetzt, glaube ich, zum 5. Mal im Bandchat gefragt, so, hey Boys, haben wir uns schon für Greenfield Contest angemeldet? Oder für Granich? Und wir sind immer spät. Und deswegen ist es wichtig zu machen. Aber so haben die beste Chance, um dort zu spielen. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch mal von anderen Festivals noch so Contests? Summerside hat letztes Jahr einen gemacht. Aber... Für das Jahr? Oder für Nein, letztes Jahr haben sie einen gemacht. Da haben ja mega viele Schweizer Bands gespielt. Also vielleicht kommt es dann später einfach. Maybe. Ja, ich meine, ja. Greenfield kommt ist auch Ende Februar. Ein kleines Problem mit dem Summerside. Erzähl mal. Ja, wenn wir unsere Anwälte fragen. Alright. Aber es ist gut gegangen, oder? Letztes Jahr.
Ja, das ist super gegangen. Ja, Das ist super gegangen. Ich habe ja auch wir haben ja auch, ich weiss leider, ich habe den Namen vergessen. Ja. Am Greenfield habe ich, shit, wie heisst sie? Ihren Nachnamen weiss ich nicht, aber den Vornamen weiss ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, in der letzten Folge, wo ich mich entschuldigt habe, dass ich eine Band vergessen habe, zu erwähnen im Podcast, habe ich halt den Namen von der Person falsch gesagt. Ja, das ist ja geil, also, das stimmt. Eben, wir sind nicht so gescheit, wir schreiben die Sachen nicht auf. Andrea vom Summerside Festival habe ich im Greenfield ja kennenlernen. Das war sau lustig. Da muss ich auch noch mal einen Shoutout geben an, ich weiß nicht, ich glaube, der Sänger von Reed, wo sie meine Credibility in Frage gestellt hat wegen dem Podcast, die Credibility gerade auf Level 8000 aufgeboostet hat, weil ich so gesagt habe, wir könnten ich habe so einen Musikpodcast und wir können das sonst schnell Werbung machen fürs Festival, wenn du willst. Und dann sie so, hey, du hast einen Podcast, und in dem Moment, ohne Seich, in dem Moment, wo sie so fragt, hey, was, du hast einen Podcast, kommt der Sänger von Reed hockevoll schreiend aus dem Zelt raus und rennen so, hey, du bist der von Metal Server, meine Band heißt im Fall Reed, nicht Rea, du bist ein geiler Sieg. Und ich so, yes, Alter, es hätte keine bessere Sekunde können geben. Ja, Mann, beste. Fucking gut. Jetzt gerade bestätigt, sorry. Ja, ich habe doch einen Podcast. Wir sind nicht nur einfach zwei Dudes. Ja, und sie so, in dem Fall kennt man auch einen Podcast. Ja, ich so, in dem Fall. Ja, man kennt unseren Podcast. Voll, Zum Glück gibt es so viele Schweizer Rock- und Metal-Bands. Ja, also es Das sind die einzigen Leute, die den Podcast hören. Hey, das ist crazy. Aber ich bin froh. Die Schweiz hat viel zu bieten. Und übrigens, ich bin gerade zu überlegen, sind wir jetzt wieder Medienpartner? Doch, oder? Wo? Ich glaube, ich habe sie jetzt per Mail bestätigt. Warte schon. Wer hat was bestätigt? Per Mail. Wer hat was per Mail bestätigt? Warte, ich habe keinen Blassen, von was du redest. Wenn du Sachen auf deinem PC und in deinem Hirn machst, habe ich keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, bis ich die Bestätigung habe. Metal Server, da habe ich das Mail. Kann ich raten, um was es geht? Geht es um etwas, was im Werk Boden ist? Da, wir sind jetzt Medienpartner. Ah, yes. Voll. Einfach ist nicht das, was ich meine. Also, ja, dann aber jetzt sind wir auch Medienpartner. Also wir sind wieder mal Medienpartner und für das geiles Konzert und für wer spielt alles? Die zwei. Oh ja, Comaniac und Days of Ruin. Ja, voll. Ich wollte aufbauen und ein bisschen Suspense geben, aber alright, ja. Du kannst ausbleiben. Comaniac. Du kannst ausbleiben. Nein, fuck it, ich kann nicht. Wir können es, weißt du, was wir machen? Wir können, was machen? Ist es Yeah! Und Yeah! Alright. Ja, voll. Nein, ich kann jetzt nicht qualitieren. Aber ja, es ist Comaniac und Days of Ruin am 2. März 2024. Und zwar, jetzt sind wir Medienpartner. Heisst, also ich bin dabei. Falls du auch Bock hast, gehen wir. Ich muss ja mal schauen, ich bin ja die ganze Zeit, alle haben mich tagged. Alle und jedem seine Großmutter haben mich tagged am Ruination Fest. Haben sie Videos gemacht von Days of Ruin, vom Silvan, wo lustigerweise auch Silvan heisst. Ey Bella, seit wann spielst du bei Days of Ruin? Nein, also ich freue mich mega, weil Days of Ruin haben richtig krass geil gespielt am Ruination Fest. Und ich freue mich mega, die mal live zu sehen, ohne dass ich im Backstage meinen scheiß Band parat mache. Ich freue mich jetzt, mich endlich mal live zu sehen. Hey, das ist sicher ein Highlight für dich. Ich muss mal überlegen, wer mein Doppelgänger ist. Aber ja, der Ziel ist definitiv dein Doppelgänger. Oder du bist mein Doppelgänger. Er heisst ja auch gleich. Genau, das ist fucking perfekt. Wir können sogar... Weißt du, meinst du, wir würden es schaffen, dass ich einen Gig bei ihnen spiele und er einen Gig bei mir und keiner merkt? Wir können in der Mitte vom Set einfach kurz Lichter abschalten, schnell eine Seele mit dir austauschen und schauen, wie viele Leute es checken im Fall. Das wäre fucking funny. Aber ja, 2. März... Weißt du, was ich mir auch mal überlegt? Was? Versis hat sich mal überlegt, wir fragen einfach für einen Song einen Gastmusiker an, um mit uns zu spielen. Und dann fragen wir einen Bassist an, ob er einen Song mit uns spielen für das nächste Konzert. Und dann fragen wir einen Schlagzeuger, ob er einen Song mit uns spielen für das nächste Konzert. Und einen Gitarrist und einen Sänger. Und dann sagen wir denen allen, sie müssen den gleichen Song lernen, aber wir sagen ihnen nicht, dass es noch andere hat. Und dann kommen die auf die Bühne und sind so quasi die Gast. Also eben so, hey, im nächsten Song haben wir einen Gastmusiker. Und also, geil, jetzt kommt dann mein Song. Und dann, geil, jetzt kommt dann mein Song, geil. Und dann kommen sie auf die Bühne und dann sind einfach so... Nur die Gastmusiker. So 3 andere noch dort. Und also, hey, was ist jetzt los? Und wir so Jammer holen, das ist Bier an der Bar. Geil, Alter, das war fucking funny. Aber ja, es ist die Metal Night at the Impro in Huttwil, im Provisorium. In Huttu? Ja, in Huttwil. Bin noch nie da gewesen, glaube ich. Huttu. Alright, im Huttu, oder whatever the fuck. Im Huttwil, im Provisorium. 2. März und... Der 2. März ist ein Dienstag, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ist es? Ich glaube es. 2. März ist... Das ist ein Montag. Nein, ist am Samstag, Bruder. Was? Cheers, ja. Ah ja, gut. Voll. Aber Comaniac und Ace of Ruin, es ist fucking sick. Ja, jetzt sind wir Medienpartner, ich habe es vergessen, aber wir müssen auch einen Post machen und ein Video. Aber ja, das kommt dazu. Machen wir das heute alles noch? Machen wir das nächstes Mal? Können wir nächstes Mal machen. Ja. März kommt erst in 2 Monaten. Oder? 1,5 Monate. Alright, das ist dann gut. Wir haben noch Februar zwischendrin Ja. und dann ist März, Anfangs März Voll. ist ziemlich nach dem Ende Februar und Februar hat nur 28 Tage. Alright. Ja, also... Das Jahr nicht. Das Jahr hat er 29. 29, geil. Jawohl. Alright. Ja, eben. Wie ich vorhin gesagt habe, vergesst nicht, euch für Graniche und Greenfield Band Contest anzumelden. Also nicht, in Graniche gibt es keinen Contest, meldet euch einfach an. Aber Greenfield gibt es einen Band Contest. Ich bin sehr gespannt, wer dort alles wird sein. Ja, ich auch. Ja, voll. Hast du das nicht letztes Mal geschrieben? Ich weiss aber nicht, ob ich das schon mal gesagt Du habe oder hast nicht. es, Habe glaube ich ich, das 2 oder gesagt? 3 Mal gesagt. Ja, dann lassen wir es sein. Aber du kannst schon wieder sagen, einfach bis es lustig ist. Ja, ich habe nochmal heute wieder den Dave gesehen. In seinem Insta-Reel, wo er am Englischen ist. Shoutout, Vicious Rain sind recht viel Content machen. Ja. Und solid. Haben sich bedankt, dass ihr das Video Crown of Thorns 100k Aufrufe hat. Für alle, die nicht wissen, was 100k sind, das sind 100'000 Aufrufe. 100'000, Mann. Für alle, die nicht wissen, was das in Relationen heisst, es ist etwa 8-mal das Hallenstadion. Ja, ist recht viel. Für alle, die sich fragen, was 100'000 heisst als Aufruf auf YouTube, absolut gar nicht. Schau mal, wie viele Aufrufe das Gangnam Style hat. Ja. Nein, sorry, 100'000 Aufrufe sind viel, das ist geil. Das ist crazy, ja. Und eben, ich kann nur dann mich wieder daran erinnern, dass ich in diesem Song recht sick finde, dass sie nach dem Aufbau nicht einfach in einen stumpfen Breakdown gehen, sondern ein Solo spielen. Ich finde das cool. Nicht 0815, einfach wirklich etwas Eigenes. Genau, also in dem Fall. Auf welchen Knopf muss ich drücken? Jetzt muss ich überlegen. Also. Hey, wenn mir jetzt einen Ton sagst und ich einen Ich Treffer. glaube, ist der. Ja. Also D. Breaking Den News. Geil. Weißt du, Haha, perfekt. Hauptsache, ich bin nicht sicher, wie Noten heisst auf dem Piano. Ich auch nicht, aber beim Piano ist es viel einfacher, weil Es ist viel einfacher, C, D, E, F, G, ja. B, A. Nein. Auf Gitarre denke ich weiterhin auf Tab-Ebene. Ja, seit ich Bass spiele, nicht mehr. Interessant. Alright. Weil dort machst du nur den Grundton und dann kannst du einfach so, easy. Und dann seitdem habe ich das angefangen, auf Gitarre übernehmen. Ja, nein, ich denke nur in Tabs und in Intervallen zwischen den Strings. Ja, das mache ich dafür nicht. Ja. Also, Releases. Geht's ja mit dem Herren? Ich kann nicht sagen. Heute haben wir News. Und Wir haben jetzt doch wieder 47 Minuten geschnorrt, ohne dass wir... siehst du, wir haben nicht wirklich viel Konzept besucht. Du hast ein Konzept besucht mit ein paar Anarcho-Punks. Wir schnorren halt einfach die ganze Zeit. Ja, das ist aber gut. Das ist nice. Wir haben sogar einen Shoutout können geben an 2 Medienpartner-Events im Fall. Ohne dass wir es geplant haben. Das ist fucking professionell. Sind wir eigentlich Medienpartner beim Siamese-Konzert? Einigermaßen ja. Wir machen uns einfach zum Medienpartner. Ja, fix. Mainland Music hat keine Absolut. Optionen. Wir machen Keine das einfach. Chance. Ihr könnt nichts dagegen machen, wir machen Promo-Videos. Voll. Und sie so, ja, macht das. Solange wir euch nicht zahlen, ist das einfach Fix. gleich. Das ist perfekt. Ich meine, wir sind dort. Wir bekommen zu essen. Ja, man macht sogar, man müsste ja Wir noch können ein nichts Promo-Video machen. Ja, nein, wir können nichts essen. Ja, nein, weiss es nicht. Mal, sicher, keine Ahnung. Das ist dann Das sollte man wahrscheinlich nicht... Weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Oh, wir sind in Harburg. Können wir Kebab Wir sind nicht am HB. Harburg, sorry. Wo Harburg. willst du denn den Hartbrücken Kebab essen? Bei dem scheiß Dönerladen, wo alle sagen, es sei so geiler Kebab, aber der Kebab ist nicht mal halbpatzig gut. Es ist normal. Es ist Es ist nicht mal normal. Es ist einfach so, der einzige Grund, wieso der Dönerladen so funktioniert, ist wegen seiner Location. Also Ja. der Döner ist der nicht mal strategisch mittelmäßig. platziert, der New Point, oder? Ja, der ist nicht mal vielleicht mittelmäßig. Ist das schon right? Nein, ja, aber nein. Wo ist das letzte Mal, wo du einen Döner gegessen hast und gefunden so, Bro, das ist fucking der beste Ja, Döner? Vinti, Bruder, Vinti. Alibaba, bester Döner Alright. von der Schweiz. Es ist offiziell der zweitbeste Döner von der Schweiz. Geil. Ich habe gestern Falafel gehabt dort, die nicht trocken waren. Mhm. Macht das mal. Cool. Macht das mal nach Ja, ich muss Döner. mir anchecken. Ich habe eine Weile jetzt immer so mittelmäßige Döner gehabt, beziehungsweise ich esse auch nicht so viel dann. Von dem her, ich bin gespannt. Nimmst du mal mit an ein Date? Ja, wir gehen mal. Döner Du musst einfach mal wie im Bandraum kommen, bevor wir Alright. Döner essen dort. Alright. Aber vor allem haben sie auch, ein Dönermann muss mich mindestens 3-mal verarschen, bis ich den Döner bekommen habe. Mhm. Er muss mir mindestens einmal das falsche Rückgeld geben.
so angetäuscht. Ja. Er muss mir mindestens einmal, wenn ich sage wenig scharf, sagen, also voll scharf. Er muss mindestens einmal, wenn er mir den Döner gibt, so unter der Scheibe durch, damit ich so in die Scheibe reinlange. Und ja, mindestens das muss sein, sonst ist es kein richtiger Dönermann. No pain, no gain. Oder? Also wenn dich der Dönermann nicht irgendwie noch ein bisschen joked, dann ist es kein guter Döner. Ja. Sorry. Alright. Ich stehe hinter meinem Wort. Releases! Yes. I Cut Out Your Name haben einen neuen Song rausgebracht, der heißt Yes. Decarnation. Und jetzt habe ich eine Frage. Ist I Cut Out Your Name eigentlich eine Schweizer Band? Nicht. Aber wir sind aus der Region, für die Region. Nein, es befindet sich bei uns in der Region. Wir sind ja so oft, wie wir auf Deutschland rausgehen posten, ist das eine Schweizer Band. Weißt du, was ich interessant finde im Fall? Nein. Weil wir haben schon ein paar Bands von ich habe den Namen vergessen. Aber die süddeutschen Bands spielen jetzt auch mehr in der Schweiz als in Deutschland. Also süddeutsche Bands, so der Grenze, das Lustige ist, sobald du an der Grenze bist, automatisch Hochdeutsch. Also ich meine, es gibt keine so wie Bufferzone, wo so halbe Schweizerdeutsch, halbe Hochdeutsch ist. Hast du, Bruder, das liegt einfach daran, weil du noch nie anständiges Hochdeutsch gehört hast. Hast du die schon mal gehört reden? Also es ist Hochdeutsch? Ja, also es ist sicher nicht Schweizerdeutsch, aber Hochdeutsch. Es ist schon. Da musst du weit in den Norden rauffahren. Also wenn ich mit dir so interpretiere, dann muss ich sagen, direkt auf Hochdeutsch ja gut, das stimmt schon. Eben, aber die verstehen Schweizerdeutsch, sie verstehen quasi alle Schweizerdeutsch. Ja, eben. Und das ist lustig, weil wenn mich jemand auf Hochdeutsch redet, ich switche automatisch. Ohne zu überlegen, ohne zu wählen. Es kommt immer darauf an, mit wem. Mit meinen deutschen Mitarbeitern mache ich das nicht. Ja. Mit Broken Compass mache ich es einfach, weil ich angefangen habe so. Aha. Und sie mir dann eine halbe Stunde später gesagt haben, dass sie Schweizerdeutsch verstehen. Aber das ist schon zu viel Zeit gewesen, dass ich mit ihnen Schweizerdeutsch rede nachher. Das Problem ist, nachher rede ich eine Mischung aus Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, einfach zum beide kompensieren irgendwie, aber ohne das zu wählen. Das ist einfach fucking weird. Aber egal. Dings, ja gut, aber wie heißt der Land zwischen Österreich? Franzosen und Italien. Wie heißt das Land? Liechtenstein. Liechtenstein, genau. Ich habe vergessen, sorry. Also es gibt auch ein paar Bands von Liechtenstein oder Eibe, also Kissing Cages. Sonst gibt es noch eine Band. Aber von Österreich sehe ich weniger Bands als in der Schweiz, oder? So Präsenz ist nicht so gut. Oder ist vielleicht für die Bergenseite bei uns ist? Ich glaube, das liegt wirklich. Ich weiß es im Fall nicht. Jetzt, was du sagst. Aber Österreich ist generell mit Metal-Bands nicht so am Start. Also es geht schon recht gut, aber meistens so Wiener Bands. Also, ja, aber die sind eben Wien ist am Arsch. Österreich ist aber nicht so gross angrenzt. Ich meine, die Schweiz und Deutschland ist ja oben ist eigentlich alles Deutschland. Ja. Und Deutschland hat auch viele Bands. Ist vielleicht die Seite von Österreich, die zu uns schaut, so wie uns Ticino? Ja. Probably. Also früher auf jeden Fall hat die Seite auf dieser Seite vom Vorarlberg, wo die Schweiz ist, die wollen lieber zu der Schweiz wie zu Österreich. Und ja, was gibt's für. Also aus Österreich kenne ich genau. All Faces Down und The Sorrow. The Sorrow, ja. Was gibt's denn schon aus Österreich? Kill the Lycan sind geil. Was? Kill the Lycan. Bruder, kannst du das buchstabieren? Kill the Lycan. Ist eine Band von einem Dude, der so Covers gemacht hat auf YouTube. Ja. Richtig gute Covers, der Vocal Covers. Yep. Und sonst, ich kann nicht viel. Wir müssen jetzt einfach das Video machen und dann einfach so unten dran schreiben, so, wir kennen keine österreichischen Bands, taggt uns mal. Also Österreicher können eigentlich uns verstehen und wir verstehen einigermaßen Österreich. Schweizerdeutsch verstehst du nicht, wenn du nicht damit in Kontakt bist. Ja. Vielleicht haben wir einfach den Superpower, dass wir Österreichisch und Hochdeutsch wenn wir Hochdeutsch in der Schule haben, verstehen wir es. Aber Superpower. Alle anderen haben kein Schweizerdeutsch in der Schule, darum verstehen sie es nicht. Es ist der Superpower, den ich kann mit Spanisch, dass ich Italienisch und Portugiesisch verstehe. Ja. Alright. Spannend. Ja. Gott, Portugiesisch ist ja nicht anders, wie wenn ein Spanier besoffen ist, sorry. Schon in die Richtung, ja. Voll. Aber ja, genau. Checkt mal. Machen wir aus dem Clip, wo wir verwirrt sind über Österreich, so einen Insta-Clip und schreiben so Austria. Weißt du, ich überlege alle Austria-Bands taggen. Dass wir das könnten machen, aber wir bringen so random Off-Topic-Themen, während wir über das Thema diskutieren, dass es würde einfach keinen Sinn machen. Und zum Teil sind es Themen, wo wir nachher irgendwie vor 20 Minuten am Stunde gesehen sind und so als Callback bringen. Und es ist so, wenn du nur das Clip würdest nachher anschauen, du wirst nicht verstehen, oder was hat der? Aber du musst effektiv nicht verstehen. Du kannst unser Kauderwelsch verstehen sie ja eh nicht. Ja. Und dann müsst ihr einfach auf Deutsch darunter schreiben,
Österreichische Bands wir kennen keine österreichischen Bands. Du willst flamen, du willst trollen. Einfach, wir kennen keine, und dann Österreich-Flagge, Bands. Und nachher kommen alle Bands und schreiben so wie Bro. Sie sollen taggen. Sie sollen sich taggen, wenn sie eine Band aus Österreich sind. Alright. Das Marketing 101. Fucking, troll them till you make it. Alright. Yes. Geil. Nein, eben. Wir kennen ja effektiv keine österreichische Band, wir haben 2 aufgezählt. Wirklich nicht, eben. Sorrow. Ein Bilderbuch, aber das ist... Keine Ahnung. Falco. Nope. Bruder, du kennst Falco nicht. Nein. Ja, gut, du bist der Puerto Rico. Eben, siehst du. Also, eben, I Get Out Your Name, The Carnation, hast du noch gelesen? Ja, ich habe ihn gelesen, ich läuft die Sau. Ist heavy as fuck, Alter. Er ist auch heavy. Er ist heavy, Mann. Deutsche Vocals. Ja. Deutsche Vocals. Mhm. Also ich muss sagen, der ist verdammt und verdammt gut gemischt. Also ich habe, es ist das gesamte Paket gewesen. Richtig geile Jungs. Ich denke immer... Wie lange haben wir jetzt gehabt, von I Got Out Your Name, The Carnation zu effektiv über den Song reden? 10 Minuten? Ja, geschätzt. Ja, aber ich finde immer lustig, weil ich I Get Out Your Name, ich denke immer an die Abkürzung iCoin. Ich glaube, sie sind so in Instagram oder so. Fucking funny. Aber ja, geil. Geht mal The Carnation hören. War fucking sick. Shoutout Boys. Yeah. Richtig gut gemacht. Dann der nächste kannst du sagen. Weil du hast mit denen mal gespielt. Ja, mit AOTB. AOTB und Eversis haben wir zusammen mit AOTB. C'est français, AOTB, oui. Ja. AOTB und Eversis haben einmal zusammen mit Sons of Coherence in Kloten gespielt. Ihr neuer Song By the Knives ist auch extremst heavy. Heavy as fuck. Heavy. Ja. Heavy Hitters. Und ich meine, ich bin jetzt so ein Fan vom Sänger. Einfach wegen ICU Festival. Brudi, du meinst vom Sänger von AOTB? Wo der Drummer ist. Wo der Drummer ist bei Uncircle. Ja. Ja, okay, ja, der ist ein geiles Legende, Mann. Das ist Legende ja, forever. Die sind auch der hure Walliser, Mann. Alter, fucking ass. So bist du die für eins? Dann kann man noch ein Windli, oder? So. Oder? Alter, so geil sicher, Mann. So kaputt. Ja. So fucking Walliser. Wenn du denkst, du saufst viel. Ich habe noch nie Wallis. so viel wie in einem Backstage gesehen. Ich auch nicht, aber wir haben eine Romance gehabt. Wenn eine Tessiner Band gewesen wäre, hätte es noch mehr Wein Oh ja, okay, ja, stimmt. Voll. Und wir sind die Einzigen in der Schweiz, die kein Wein saufen. Die Romance und Tessiner saufen Wein und die Deutschschweizer saufen Bier. Das stimmt, das ist Bier. Backstage ist immer Bier. Das ist kein Wein. Das ist recht. Im Wallis kommst du wahrscheinlich so einen Kasten von Weisswein über, oder? Okay, interessant. Alright, ja, ist ein Schnupftabak. Ich lerne immer etwas Neues über Schweizer Kultur. Ja, Weisswein. Im Wallis saufst du Weisswein. Ja. Und dann, es gibt auch einen neuen Song von Xonor. Und er ist nicht nur Xonor, sondern auch, ist so wie, sind sie zusammen gemacht, oder? Ja. Karabiner. Ja. Karabiner x Xonor haben Reanimate rausgebracht. Sick, geiler Thrash Metal. Ich finde das Meme geil. Me, when I called when I faked a heart attack, so the big titty he had to give me CPR. Die Jungs von Xonor machen so gutes Content, man. Es ist einfach fucking funny. Nebst gute Musik, lustige Videos. Es ist einfach super. Ja. Shoutout Boys. So gut. Xonor ist auf Ukraine. Jetzt ist der Präsident da hingekommen. Zufall? Stimmt, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Zelensky so. Wo ist Xonor? Wo ist Xonor, Bruder? Wieso spielt Xonor nicht in Davos? Junge, Xonor, das wäre sowas von. Wieso spielen die nicht in der Box? Wieso spielt Xonor nicht in der Box während dem WEF? Weil sie wahrscheinlich nicht raufkommen, weil wahrscheinlich das Schweizer Militär so ein Screening. So, Xonor spielt am WEF, ja, das Schweizer Militär, alle, die dort am WEF im Einsatz sind, so ein Foto vom Donau und dem Luca dort. So. Nein, die lassen wir nicht durch. Nein, Donau, das ist eine super Idee fürs nächste WEF. Unbedingt machen. Weißt du, wie geil? Ihr habt schon mal Bandfotos vor dem Kongress-Dingsfunks in Band gemacht. Alter, ja, weißt du, wie gut kommen Bandfotos, wenn er vom Militär verhaftet werden? Wow, fucking sick. Mit der Maske vor dem WEF gehen zu den Soldaten an, mit Instrumenten und der weißen Flagge. Und alle Soldaten geil, so, Mann, geht heim, ich will jetzt nicht arbeiten, kein Bock, Mann. Weil alle Soldaten einfach so arme Sicher sind, die dort hin. Und sind die dort nicht vom Militär? Doch, aber das sind wir. Einfach Brudis am Chillen so, fuck. Ja, das ist wirklich, also alle meine Kollegen, die jetzt im Weg sind, die machen die ganze Instagram-Stories, die haben so keinen Bock, weil die müssen den ganzen Tag in der Kälte draußen stehen. Ja. Die sind einfach den ganzen Tag draußen. Die haben ja die fluffy Jacke, oder? Ja, nicht alle. Aber ja, das sind so Bruders wie... Kannst du die Jacke nachher behalten? Nein. Ja, blöd. Nein, das Zeug gehört nicht. Du musst, glaub, alles abgeben, auch deine Unterhosen. Ew.
Also das hat der Mike gesagt. Ich glaube nicht, dass ich meine Unterhose... Sie reusen? Nein, das ist schon Recycling von Material machen? Nein, aber es gehört... Sind sie also nicht nachhaltig, sagst du? Ich glaube nicht, dass du meine Militärunterhosen, die ich bekommen habe und angehabt habe... Gut, ich habe sie eh nicht angehabt, ich habe meine eigenen angehabt. Alright. Aber ich glaube nicht, dass du die würdest wählen. Das sind so Tidy Whities, die Klassiker? Nein, es sind so Hightech Scheissunterhosen. Hat Unterhose auch Cam, oder? Nein, aber es sind so in dem komischen Grün, weißt du, in dem Grün, wo alle T-Shirts sind. Ja. So einfach mit so einem Thermostoff halt, weißt du, so ein Sportunterhose halt. So. Mhm. Made by Mammut. Nein, made by some fucking poor kid in China. Alright. Das ist nicht so eidgenössisch. Aber oh ja. Das wäre mal ein Release gewesen, die wir haben für heute, oder? Mhm. Und dann haben wir gerade Konzert. Fucking hell. Das Samstag im Fall. Wenn das so hässig ist. Schau das mal an. Schau, wie viel fucking Scheiß. Ja, was spinnen dir? Also, wenn es so hässig ist. wenn du den Samstag dich auf 4 kannst splitten, dann ist super. Oder wenn du in einer Kollegengruppe bist und es sind 4 Leute, gehen einfach alleine zu einem anderen Konzert. Es gibt so viel Scheiß jetzt am Samstag. Also, fangst du mal an. So. Keiner hat eine gute Zeit. Alle sind einfach alleine nicht gekommen. Geh du zum einen, dann schickt Freundin zum anderen. So könnt ihr... Alle muss sich so am SMS stehen, so mit dem Handy in der Crowd. So, wie ist bei euch? Ja, Musik ist schon geil, aber ist schon langweilig. Am Schluss ist es so wie ich am Relation Fest und du am Gerard Bosfil Stories am machen. So Ricky. Ist das so Videocalls? Also, weil das so hässige Musik ist, kann ich das jetzt ein bisschen flüstern. Weil ich weiss, dass der Dave ASMR hasst. Dave, das ist für dich. Acts of Aggression 3 von 3. Ja. Shallow Descent, Save Your Last Breath, Idelusionist. Ich habe den Bandnamen richtig ausgesprochen. Ja. Und Drill. Idelusionist? Ja. Warte schnell. Idelusionist. Idelusionist. Sie spielen im Flown, St. Gallen. Am 20.01.2024. Wie ist der Plan? Geil. Ja. Es ist so. Etwa so. Es ist creepy as fuck. Ja, ich weiss. Das Flown ist geil. Ja. Es ist Ich bin sicher, ich bin jetzt so ich bin mir sicher, das ist schon ein Drop-Off von Zuhörern, genau in dem Moment. Entweder das oder alle hören zu. Ihr Freaks. Oder schon. Also, das ist geil. Könnt ihr bitte mal einen Podcast lang nur flüstern und wir beide da so Freaks sind. Ja. Oh mein Gott. Wir können mal Metal ASMR machen, aber so. Ja! Nachher laden wir einfach den Brian ein und er macht den Flüster Yeah. Oder wir laden den Brian ein und wir machen den Flüster-Folge, wo wir nur mit ihm flüstern. Ja. Und der Brian so. Kommt einfach kein Ton raus, weil der Brian nicht flüstern kann. und er einfach nicht davon informiert ist. Ja, genau. Und einfach so: Idelusionist, Drill, Save Your Last Breath, Shallow Descent, Acts of Aggression 3. Gönnt, es wird klopfen. Geil, Floh St. Gallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dort ist schon mal ein Heizungsradiator dagegen geflogen bei einer Paleface-Show. Das ist heftig, ja. Wahrscheinlich nicht, aber ist ja gleich. Ja. Dann next, Ricky, go for it. Genau, wir haben nochmal eine Metal Apocalypse Show zum Präsentieren, weil jetzt haben wir 2 Shoutout gemacht. Diesmal ist, das ist Abend, übrigens 20. Januar, der Samstag. Und dort spielen Unleash und Quantum. Unleash wird einfach UNLSH geschrieben. Weiß nicht warum. Ja, was geil ist. Quantum ist, glaube ich, mit einem V statt einem U. Bin nicht sicher. Vielleicht ist es nur das Logo. Machst True Black Metal. Ich glaube, das Logo ist mit V und Spotify ist mit U. Aber sind beide so. Bist du sicher, dass nicht das umdrehtes U mit V ist und dann ist es Delta? Irgend so etwas. Und beide haben Healthy Riffs mit Clean Vocals. Habe ich interessant gefunden. Geil. Ich habe anhand von den Namen eher gedacht, so wie Death Metal oder so, aber nein, die machen jetzt so. Unleash ist sogar interessant gewesen, weil die machen so ein bisschen Sound wie Sleep Token. So in die Richtung. Sehr interessant. Ich hoffe mal besser als Sleep Token. Aber das ist nicht schwierig. Ja. Nein, Sleep Token ist Shit, Alter. Aber nein, also nice, kann nur empfehlen im Fall. Also sehr gut tönt, was ich gehört habe. Und Quantum hat auch recht viel mit Clean Vocals, also sehr interessant. Das ist im Mundwerk Oerlikon. Ist von Metal Apocalypse präsentiert. Metal Apocalypse Events. Presents.
Events ausreagieren für dich. Alright. Dann, Am 20. Januar im Ebrietas Zürich. am 20. Januar. Dead ja. Elk and Attracted by Goats. Ich bin überlegen, zum dort gehen. Mach du das? Ich schaue dann MOP. Stimmt, du bist in Lachs, oder? Ja, ich gehe OG-Hip-Hoppers schauen. Ja, also ich kann nur empfehlen, weil Attracted by Goats macht richtig gutes Post-Grunge, Mann. Ja. Also richtig heftig gut. Und Dead Elk habe ich noch nie gehört, aber dann muss ich mal abchecken. Ja. Wahrscheinlich auch die Schiene. Das habe ich auch im letzten Folge gesagt. Das stimmt, ja. 1:1. Genau das. Ich repetiere mich auch. Du sollst andere Wörter brauchen wie Schiene. Wirklich, ja. Schiene, was kannst du anders sagen als die gleiche Schiene? Gleis. Im gleichen Gleis? Einfahrt. Ja. Straße. Spielt Musik in die gleiche Gleiche Straße. Schiene. Nein, viel anderes kannst du gar nicht sagen. Nein. Kannst du 1000 andere Sachen sagen. Ja, Gleicher Stil, richtig. ja. Gleicher Topf. Sind Soundcousins. Gleicher Kuchen. Ja, Gleicher Teig. gleicher Teig. Aus dem gleichen... Right. Hast du das jetzt auch gerade gehört? Ja. Irgendjemand hat jetzt gerade gleichzeitig gehustet, gelacht und gekotzt. Ja, genau. Ja, genau. Das wäre da im Ebri. Genau, und am 20.01.2024 im Am Treppenhauser Orschach. 20.01.2024. Im Treppenhauser Orschach. Hunted Like Thieves und Sin Imperio. Zwei von diesen zwei Bands, die ich Ende Jahr schon in der Hafenkneipe gesehen habe und geil waren. Von Sehr dem her, cool. go. Sehr coole Kombination von Bands. Ricky hat sie auch gesehen, stimmt. Voll, ist geil gewesen. Genau. Dann, also, ihr habt es gehört, 20. Januar. Ihr habt das Event am Floh St. Gallen, habt ihr Acts of Aggression. Ihr habt im Mundwerk Oerlikon, habt ihr Metal Apocalypse, Unleash und Quantum. Ihr habt im Ebri in Zürich, habt ihr Dead Elk und Attracted by Goats. Und ihr habt wo ist Rorschach? St. Gallen. Und in Treppen. Also nicht in der Stadt Rorschach ist es Dorf, aber im Kanton St. Gallen. Und ich habe geschrieben Treppenhaus. Aber Treppenhaus, Rorschach, spielt Hunted Like Thieves und Sin Imperio. Also es ist ein geladenes Wochenende und es gibt sicher noch mehr Konzerte, die wir einfach nicht auflisten können. Aber, wie wir davon gewusst haben. Genau, deswegen, tun wir mal ein Konzert in Instagram sharen und pushen und schreibt uns. Hört Ja, EMS. wenn ihr ein Konzert habt, schickt. Genau. Und dann, das nächste Konzert, das wir aufgelistet haben, ist am 27.01. Das ist die Woche danach. Und das ist The Awakening plus Divention. Divention macht Melodeath, The Awakening macht Metal, steht so im Flyer. Und ja. Einfach mal Metal, ohne Einfach Metal. Core, Genau. ohne Death, ohne Black. Einfach mal Metal. Einfach Klammern, Metal, klein geschrieben. Lieb's. Genau. Einfach OG. Dann der nächste kannst du sagen. Ja, das ist Beyond Frequencies und Fear Lab im Treibhaus Luzern am 1. Februar 2024. Genau. Fear Lab geht fremd. Ja. Und wir können nicht vergessen zu erwähnen, Jawohl, hätten wir heute noch nie davon geredet. 25. Februar. Jawohl, 20. wann ist das? 25. Februar. Ich habe 2023 geschrieben. Das ist ganz falsch. sicher nicht richtig. Am Aber 25. Februar 2024. hast du das nicht in deine Agenda eingeschrieben? Was? 25. Februar 2024. Klar. Weil du sollst es jetzt auch in deine Agenda einschreiben. 100%. Und ein Ticket kaufen für das erste Grillfest. Yes. Das ist Grillfest featuring Sammys. Featuring Siam, ja, die sind auch noch da. Ja. Siam ist die grosse Band aus Dänemark, die spielt halt auch noch, ja. Hey, aber im Fall, also ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber ich meine es auch ernst. Es passen nur 300 Leute rein und Siamese sind eine heftig gute Band. Also wenn du Bring Me The Horizon Again hast und so Scheiße, es ist fucking sick. Die haben Songs mit 1056, die haben Songs mit Resolve, haben sie auch? Nicht? Kein Blass, Alter. Ja, keine Ahnung, aber sie sind geile Songs, Mann. Sie haben Versus und beide an der Vorband. Genau. Eyo! Voll. Und eben, es wird wahrscheinlich ausverkauft, also Brudi und Brudinis. Der Ricky einfach so, es wird wahrscheinlich ausverkauft. Hol das Ticket. Keine Ahnung, hat er, ob es ausverkauft wird, er sagt es einfach. Er gaslightet euch. Ich glaube, es wird aber ich kann sagen. Er gaslightet euch, dass es ausverkauft ist, dass du jetzt das Ticket hast. Aber wer weiß, vielleicht ist es ausverkauft und dann hat er euch nicht gaslightet. Ja. Und vielleicht machen wir eine Verlosung später. Vielleicht spielt der Versus einen neuen Song. Vielleicht spielen wir 2 neue Songs. Vielleicht wir auch. Vielleicht spielen wir nackt auf der Bühne. Also. Vielleicht spielen wir nackt auf der Bühne. Aber du kannst es nur herausfinden, wenn du ein Ticket kaufst. Also. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja.
Mein Pimmel sieht man eh nicht, der ist zu kurz hinter der Gitarre. Eben, also wir können eigentlich. Ja, Ja. das stimmt. Weißt du, wie würden wir in der Zeitung stehen? Gar nicht, weil es keinen interessiert, aber das wäre schon eine geile Weißt du, Aktion. wie ich schwitzen würde, Mann? Nackt? Ja, Mann. Aber du bist weniger schwitzen, hast ja weniger warm. Ich habe kein Haar, das meinen Kopfschwitze stoppt. Und auch keine Klamotten. Ah, du meinst, du wirst einfach Das ausrutschen ist so auf der ein Bühne? Paddel von Schwitze unten drauf von mir, Mann. Ja. Du bist einfach so auf der Bühne stehen und plötzlich so Spagat Ja. machen, wenn deine Beine wegrutschen. Nein, das habe ich im Fall extra gemerkt, wo ich plötzlich, ich habe Gigs gespielt mit Haar und plötzlich habe ich kein Haar mehr gehabt. Und ich habe kein Haar mehr, wo einfach das Schwitzen stoppt. Und also ich bin am blind auf der Bühne im Fall. Ja, aber bis soll ich dir kurz ein kleines Geheimnis verraten? Wenn du Haar hast, bist du auch blind auf der Bühne, weil du einfach die verschwitzten Haare in den Augen hast. aber das saugt. Weißt du, wie Ja, und jetzt stell dir vor, Wie SpongeBob. jetzt stell dir vor, der SpongeBob ist in deinen Augen. Weil meine Haare sind nass und aber in das, meinen das ist, wenn Augen. du lange Haare hast. Weißt du was, ich habe mir mal, das war fucking funny gewesen, das war 2015 gewesen, haben wir auch im Exil gespielt. Ja. Dort sind meine Haare so lang gewesen. Mhm. True Story. Ich könnte den Dave von Safer Last Breath fragen. Alright. Der hat das noch gesehen. Dass meine Haare so lang sind, dass die Spitze genau in meine Augen gekommen ist. Und dann habe ich gespielt und dann hat ein Haar, so eine Haarspitze, so eine Haarsträhne, ist mir ins Auge rein Schön. und hat es geschafft, dass mein Auge sich entzündet Oh, fuck. und angefangen hat zu eitern. Während dem Konzert? Das ist dann einen Tag später, es ist nicht mehr röter geworden und dicker, es hat einfach weh nach dem Konzert und dann ist es immer so röter geworden und dicker und dann so einfach so das Auge so geschwollen. Mhm. Und dann bin ich krank geworden Ja. und mir ist schlecht geworden. Ich habe mich sogar kotzen. Ja, deine Haare. Und während ich, nein, das hat nicht mit den Haaren zu tun gehabt. Aha. Aber während ich gekotzt habe, weil wenn du kotzt ist, wirkst du ja so. Durch das Nein, baut wirklich. sich ein Druck in deinem Kopf auf. Und wenn dein Auge dann geschwollen ist Poppt raus. und und entzündet, platzen dir dann gerne so Öderli so ums Auge herum. Und nachher habe ich 2 Tage später ein Bewerbungsgespräch gehabt. Mit einem fucking schwarzen Auge. Es ist da, mein Auge war rundum schwarz gewesen und der weiße Teil von meinem Auge war blutrot gewesen. Jesus Christ, Alter. Es hat mich niemand gefragt, ob sie es gemacht haben. Es ist einfach so akzeptiert worden. Keiner hat sich gefragt, was sie gemacht haben, hat den Job bekommen. Ja. Ja, das war fucking funny gewesen. Von dem her, schaut, dass eure Haare entweder länger sind oder kürzer, dass sie euch nicht in die Augen kommen. Nein, weißt du, was ich während deiner Story überlegt habe? Ich muss eine Haarband Es holen, gibt- so wie die Tennisspieler. Ja, das brauchst du, Alter. Hey, wie der Gitarrist von Dings. Es gibt ein Foto von mir, wo du das siehst auf Facebook, habe ich jetzt gerade gemerkt. Hast du Facebook da offen? Ja, glaub's. Okay, dann gehen wir jetzt doch schnell verwerten. Ja, du sollst das machen, wie der Gitarrist von Dings. Killswitch. Nein, ja, das auch, Wait, aber der ich hat es meine... auch und einen Tutu. Aber ich meine... ich meine Dings. Was heißt Tutu? Atreyu. Das heißt Atreyu? Tutu. Tutu. Atreyu, die haben auch immer so Stirnbänder an. Oder du könntest ist einfach cool. wie Electric Cowboy. Wir könnten eigentlich auch ein Haarband machen als Merch mit dem Logo. Haben wir die Fotos gelöscht? Ein, Who the fuck are these what women? the fuck? Verse ist einfach tagged worden Random, in einem aber random. random wie irgendwelchen... Fucking geil, Mann. Sind die nicht mehr nur die Fotos? Nein, einfach nicht. Haben die das gelöscht? Ja, wer ist dieses Fotos? Ah, Ja, das das sind Tagged-Fotos gewesen. Das sind Tagged-Fotos. Genau, da müssen wir jetzt ein bisschen ab. wir Das das- sind alles Haben wir Instagram-Fotos. das Foto ohne euch, ohne dein Auge? Das war vor dem Konzert gewesen. Oh, hast du jung ausgesehen dort damals? He? Ja, ja. So ein Bubi-Face. Ja, da bin ich noch jung gewesen. Junge Da, Bursche. da, man sieht es nicht so gut, aber da Nein, siehst du, oder das man Auge ist sieht- schwarz. Das sieht absolut nicht, weil du das Emo-Frisur hast. Ja, aber schau jetzt, Auf dein schau Auge. jetzt. Normalerweise wäre mein Auge da, Es Bruder, sieht nach das Schatten ist aus. schwarz. Das ist einfach Merai Muri. Also du wirst da normalerweise weiß sehen von meinem Auge. Ja. Es ist einfach schwarz. Okay, ich sehe es nicht. Da, siehst Ja, du? Merai Ja, Muri. schau mal das ist genau schon rein. Da müsstest du, der Fleck da, das Ja. ist mein Auge. Das müsste weiß sein, das müsste hell sein. gut. Sehe ich jetzt noch nicht. Das Licht kommt von vorne, Ricky. Es hat keinen Schatten dort. Im Konzert gibt es Schatten. Brudi, das Sonne Licht kommt kommt von nicht drauf, vorne. wenn ich Schau hab. mal die Nase an. Es gibt keinen Schatten da rundherum. Das da ist mein Auge, das Schwarze. Ja, das ist gross auch. Kann man zoomen. Das ist mein Auge. Ja, es sieht nach einer Linse aus. Ja, gell? Krass, ja. Das ist insane.
Schon crazy. Also ich sehe aus wie 12 mit einem Safer als Breath-Shirt da. Ja, wirklich. Ein Fullbeat-Dings. Dort habe ich noch nicht herausgefunden, dass man Longsleeves anlegen kann. Ja, aber langsam cool. Aber ja, wo sind wir gewesen? Siamese. 24. Februar, Siamese, Whiteout versus genau, können wir vorbei. Grillfest Nummer 1, ist fucking geil. Ich habe Tickets, Mann. Let's go. Verkaufen es aus. Yeah. Mach es voll. Eben. Ich sage dann nur noch etwas. Yeah! Yes. Und haben wir den Brian gefragt, ob wir das dürfen brauchen? Nein. Wir fragen. Aber weißt du was? Ich frage den Brian schnell. Brian, dürfen wir dich brauchen für so Sachen? Yeah! Danke. Perfekt. Alright. Nein, wir fragen nicht, wir machen einfach. Und nachher beim Copyright Strike. Bruder, wir fragen nicht, wir machen einfach, solltest du nicht sagen. Alright. Jetzt können wir sicher. Ja, das ist das erste Mal, wo wir cancelt. Jetzt das stimmt. Nein, Konsens ist wichtig. Außer halt bei Sex. So, ich glaube, wir machen da finito, bevor wir richtig von Spotify die Plattform werden. Also, nein, also das wäre mal ein Konzert von mir. Schon, Spotify ist nicht Netflix. Ah, stimmt, ja. Spotify darf alles. Ah, perfekt, dann machen wir das. Ja, eben. Coole Konzerte haben wir jetzt. Ja. Wir spielen dann im Februar, das wird geil. Ja. Freue mich. Wir sind da ein paar coole Gäste also am Parat machen. Unser Set wird hässig. Ja. Also wir sind da ein paar coole Gäste am organisieren für euch, liebe Zuhörer. Ja. Das wird cool. Haben wir jetzt schon gefragt? Oder? Und wie geht es eigentlich mit... Haben die schon zugesagt? Alle gefragt. Die haben schon zugesagt. Gell mit... Machen wir nächstes Mal, oder? Fix. Geil. Voll. Ja, voll. Und ja, sonst wie in jeder Folge. Ja? Alter, komm, jetzt hören wir einfach auf. Ja, eben, das ist Alles gut. Aber wir können nicht aufhören, ohne dass wir unsere OG-Wurst bedanken. Ah ja, das stimmt. Ja. Dann macht das also, schnell. Falls ihr es nicht gehört habt, ich muss auch Business machen, weißt du. Nein, also wir haben das Patreon. Hast du auch selber eingebrockt, das Business, oder kannst du es auch machen? Ja, eben. Go for it. Also wir haben das Patreon, falls du den Podcast cool findest und willst du unterstützen, dann kannst du auch eine OG-Wurst werden. Aktuell machen wir noch kein extra Content in Patreon, aber das werden wir sicher noch irgendwann machen. Aktuell, was wir anbieten können, ist, dass wir uns bei euch, unsere liebe OG-Wurst, immer bedanken, am Ende vom Podcast. Und deswegen, riesen Dankeschön am Team von Poroshift. Du geile Sicht, du OG-Wurst, bist fucking Legende. Gehen wir Poroshift hören. Und Team, wenn du das hörst, ich bin dran. Es kommt gut. Ah? Nix. Alright. Alles gut. Team weiss, von was ich rede. Alright. You know what. Ich hoffe, der Team weiss, von was ich rede. What's up. Alright. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen. Das ist das Outro, oder? Warte schon. Haben wir alles schon gesagt? Alright. Nein, etwas haben wir vergessen. Etwas Wichtiges haben wir vergessen. 25. Februar 2024 im Exil Zürich. Versus Whiteout und als Headliner Siamese. Kommt vorbei. Yes. Schauen dem Ricky und mir auf der Bühne zu, weil unter Umständen spielen wir nackt. Yes. Ciao. Tschüss.